Du bist gesegnet von Gott, um ein Segen zu sein. Und ich möchte beginnen mit etwas, was mir vom Herzen liegt. Und zwar, ich bin jetzt 30 Jahre Christ, bin katholisch aufgewachsen, nicht in einer Freikirche, bin nicht fromm aufgewachsen, habe keine Ahnung vom Leib Christi, weil die römische katholische Kirche heißt ein Slogan, es ist die einzige seligmachende Kirche, da war ich drin, bin zum Glauben gekommen und dann habe ich eines festgestellt und ich hatte letzte Woche so viele Gespräche und es gibt so ein Thema, wo ich mit euch thematisieren will, ganz zum Anfang, damit wir ein bisschen so eine Einleitung haben. Du merkst schon, meine Stimme ist ein bisschen ein ernstes Thema und zwar der Armutsgeist, den begegnet mir bei so vielen Christen und auch vielen Kirchen, aber auch mit Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind. Jetzt sagst du, nee, den Armutsgeist habe ich nicht, aber ich kenne Leute in meiner Verwandtschaft. Der Armutsgeist ist folgendes, der Geist von Armut hat ein paar Charaktereigenschaften. Erstens, man ist eifersüchtig. Immer was andere haben, man ist eifersüchtig, man ist neidisch und dann ist man ein bisschen geizig und man beginnt immer mit dem Finger auf die zu zeigen, die mehr haben als du. Und dann sagt man, die reich sind, die sind dekadent, die sind arrogant, ihr Herz stimmt nicht, die kommen nie in den Himmel. Denn nur die arm sind und leiden, die sind die echten Christen, die verkünden auch alle das Evangelium. Und die Reichen sind total falsch. Und dann sagt man, ein Christ darf keinen Ferrari fahren und ein Pastor lässt sich auch keine Harley schenken. Wenn du das sagst und glaubst, dann hast du den Armutsgeist. Der ist voll in dir drin. Das sage ich auch ganz direkt, weil Judas hat das Gleiche gesagt. Als die Frau kam und hat das Öl bei den Füßen von Jesus niedergelegt, hat der Judas gesagt, Jesus, so goes it not auf Englisch. Du hättest das Öl verkaufen können und das Geld den Armen geben können. Es war ein Jahreslohn. Und die Bibel sagt, es hört sich mega krass an, verkauf doch alles, was du hast, gib es alles den Armen. Und ich finde wichtig, dass man für die Armen schaut. Aber es heißt in der Bibel, Judas war hinter dem Geld her und er hat es gebraucht als eine Floskel. Wenn du beginnst, Menschen zu richten, zu verurteilen, zu beurteilen, was darf ein Christ, was darf ein Christ nicht, dann hast du den Geist der Armut. Ich habe bei Jesus First Konferenz habe ich jemand gefragt, hatte die erste Session, was soll ich anziehen, damit ich einigermaßen nicht doof dastehe in meinem zarten Alter? Dann hat mir eine Person gesagt, Leo, es spielt keine Rolle, was du anziehst, du wirst gerichtet. Da habe ich gedacht, das ist crazy. Du wirst bei allem beurteilt und verurteilt. Und wenn du beurteilst und verurteilst, möchte ich dir sagen, dann ist der Geist der Armut mehr in dir drin, als du denkst. Und ich sage dir heute Abend, Gott hat nicht einen Armutsgeist. Und Gott hat auch das Wort Bescheidenheit gibt es bei Gott nicht. Gott ist nicht bescheiden. Ich sage dir warum, weil du sagst zu Gott, Gott, ich hätte gerne eine Lehrstelle, aber wenn es das nicht gibt, dann bin ich halt arbeitslos. Wenn du betest, achte mal, du betest nur für das Beste, stimmt das? Du sagst, Vater im Himmel, ich habe ein Problem, ich hätte gerne nicht irgendeine Freundin, ich möchte gerne die Beste, die es gibt, oder? Also wenn wir beten, beten wir immer superlativ, da haben wir keine Grenzen, da sind wir dekadent und superlativ und da glauben wir an Gott, der alles kann. Und der Punkt ist das, in der Schöpfung siehst du, der Überfluss Gottes, Gott ist ein überfließender Gott. Gott hat nicht gesagt, ich mache 3 Sterne, das langt schon. Nee, es gibt Milliarden von Sternen, von Kosmos und Galaxien, die man nie sieht, die nur Gott sieht, weil die Schöpfung sagt, Gott ist ein Gott vom Überfluss. Gott hat nicht gesagt beim Meer, ich mache 4 Fische, gelb, rot, pink und violett und 4 genügt. Es gibt Tausende von Fischen im Meer, die siehst du nie. Das heißt, Gott ist überfließend. Gott hat nicht ein Maß. Das ist die Frage, die Leute mir stellen, was glaubt dann ihr im ICF? Danke für die Frage. Wir im ICF, wir glauben nicht an das Armutsevangelium. Wir sind nicht da, um uns zu finden, zu richten, was wir besser machen als andere oder schlechter machen als andere. Wir sind da, um den Namen von Jesus zu verkündigen. Das ist unser größtes Ziel und die Hölle zu plündern und den Himmel zu füllen. Amen. So, das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Wir sind nicht da zu sagen, dass andere falsch machen. Wir haben die eigenen Challenges. Wir sind aber auch nicht Wohlstandsevangelium, wenn du glaubst, bist du reich und bist immer gesund. Das haben wir nicht, sondern wir haben einen Glauben an, wir sind möglichkeitsdenkende Christen. Möglichkeitsdenkende Christen haben keine Grenzen. Gott kann uns geben, was er will. Wir haben keine Grenzen. Wir denken immer in superlative Möglichkeiten. Paulus sagte, ich hatte viel, praise the Lord, ich hatte wenig und auch wenn du wenig hast, hast du nicht 0. Weil Gott hat Talente verteilt. Der eine bekam 5 Talente, praise the Lord, der andere 2 Talente und einer bekam 1. Und das heißt nicht, Gott gab einem 0 Talente.
Niemand hat 0 Talente. Wir alle sind gesegnet, ob es 1, 2 oder 5. Wir sind gesegnet. Die Frage, was du aus dem machst. Ich möchte euch ein Beispiel erklären, was ich mit dem meine, um wegzukommen von den Finanzen. Als Corona ausbrach, konnte keine Kirche leugnen, was für einen Geist du hast. Die einen haben gesagt, wir machen alles zu, weil alle könnten sterben und alle sind tot und alle werden angesteckt, wenn niemand geimpft ist. Und sie haben nichts gemacht, sie haben gesagt, ja, wir machen nichts. Und ich habe zu ihnen gesagt, ihr habt Smartphone, jeder alte Pastor hat ein Smartphone, ihr macht Bilder und Video und plötzlich weiß man nicht mal, wie man das gebrauchen kann, um Videos zu machen für die Church. Die einen haben gesagt, wenn wir nicht die Qualität bieten können, dann machen wir die Church so, wir stehen für einen Brand. Weißt du, was wir gesagt haben? Egal, was für eine Regelung von dem Bund kommt, wir machen das Beste. Wir haben mit Masken gesungen. Wir haben ohne Maske gesungen. Wir hatten 50er-Setting, 300-Setting. Wir hatten zum Teil 8 verschiedene Gruppen gehabt in Pro Celebration, 8 Worship-Stils gehabt. Aus dem sind die Microchurches entstanden, hunderte von Microchurches around the world, auch Liberia. Aus dem ist unsere Fastenserie entstanden, Hour of Prayer, alle unsere Gebetsdinge, alles entstanden, weil wir sind möglichkeitsdenkende Christen, weil Gott hat keine Grenzen. Praise the Lord, Halleluja, jetzt kannst du einen Amen geben. Und der Geist der Armut ist so ein biederer, negativer, kleinlicher, abscheulicher Geist. Den haben wir im ICF nicht. Der Geist der Armut, der ist tiefer in dir drin, als du denkst. Ich habe eine Influencerin gehört von Amerika, die hat gesagt, in der Schweiz kann man über alles sprechen, über Kühe, über Schokolade, Käse, alles. Über eine Sache nicht, dann werden sie bocksteif, das sind Finanzen. Wir sind zur Freiheit Gottes berufen. Wir sprechen doch über Finanzen, wie wir auch über Sexualität sprechen und das Bibellesen. Ich habe einen Bible Study gemacht mit unserem Staff am Dienstagmorgen. Es gibt über 400 Bibelstellen über Finanzen. Und sie mussten jeden einzelnen Bibeltext auflesen. Und nach dieser halben Stunde sagen sie, boah, krass, das ist cool. Die waren voll gepumpt von Finanzen. Ich habe das Gleiche gemacht, ein Video, ganz kurz eine Einleitung, dass du weißt, Finanzen ist kein Randthema, ein Riesenthema in der Bibel. So, let's go on. So, habt ihr es lesen können? Oben meine ich besonders? Nee. Aber lasst uns mal Gott einen Applaus geben für die Finanzen, die Gott uns anvertraut hat. Come on, come on, come on. Hebräer 13, Vers 5. Seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Dieser Bibeltext sagt krass, ob du viel oder wenig hast, in der Ausbildung bist, in der Zwischenbildung bist, schon wieder in der Ausbildung bist, seid zufrieden mit dem, was du hast. Denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nie im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Du bist ein Gott, der sich nie von dir abwendet. Applaus, come on. Ich fordere Applaus heute Abend. Wir werden heute Abend ganz praktisch, Tamara, Tim und ich, darüber sprechen, wie kann man mit den Finanzen umgehen. Wir machen es heute mega praktisch, weil ich glaube, es ist ein praktisches Beispiel. Mein erster Punkt ist, den ich heute Abend sagen darf, ist, es gibt ein Prinzip von 80, 10, 10. Erstelle ein Budget, auch wenn du zu Hause wohnst in der Ausbildung, weil du weißt, wohin fließt dein Geld. Also du musst lernen, ich hatte gelernt, mit 18 Jahren habe ich mein erstes Budget erstellt, weil vorher hatte meine Eltern geschaut und irgendwann musst du anfangen, ein Budget zu erstellen, zu wissen, wohin geht die Finanzen. Wir haben diesen Bildschirm gehabt mit der Hand von Gott. Gott heißt ja Jahwe im Urtext. Und das heißt, das ist geben und empfangen. Und unser Gott ist ein Gott, der gibt. Das ist so die Grundhaltung. Wie kann man ein Geber werden? Und ich werde das euch heute Abend malen. So, mein Team kam auf die Idee, lasst uns mal unserem Team einen Applaus geben, die haben immer so coole Ideen. immer, jeden Sonntag. Also,
Ich mache einen Kreis, das ist das, was du verdienst, das ist dein Gehalt, ob du einen Studentenlohn hast oder einen Lehrlingslohn, spielt keine Rolle, das verdienst du. Und das Erste, was man abgibt, das allererste ist, man gibt 10% weg an Gott, in die Church, in die lokale Church, 10%, weil es heißt schon am Anfang, Abraham, habe ich was falsch gesagt, in lokale Church. Es heißt ganz am Anfang, Abraham, es gab noch kein Gesetz, brachte Abraham 10%. Matthäus 23, Vers 23 kannst du ein Tattoo machen, da steht geschrieben, das sagt Jesus so höchstpersönlich, ihr müsst barmherzig sein und Gerechtigkeit üben, aber nicht den Zehnten aufhören. Jesus hat wortwörtlich den Zehnten nie aufgelöst, das findest du nirgendwo aus dem Leben von Jesus. Man gibt 10% in die Kirche, wo man geht. Dann 10% spart man, sparen ist 6, sparen plus auch investieren in vielleicht lange Aktien. Und dann lebt man mit 80%. Also du lebst eigentlich von 80%, nicht mehr und auch nicht weniger. Also jetzt habe ich bin jetzt zum Glauben gekommen, habe das nicht gehört, das ist jetzt alles wunderbare Theorie, mach das nochmal weg. Als ich zum Glauben kam, war mein Kreislauf ganz einfach. So, ich hatte 100% gehörte mir. Habe nichts weggegeben, das war so mein Leben. 100% belongs to Leo. Dann kam ich zum Glauben, habe die Bibel gelesen, hörte, man gibt 10% weg. Und jetzt was passiert ist, du versuchst dann die 10% in die 100% reinzuwürgen. Und wenn du das reinwürgst, wird es nicht aufgeben, weil es geht mathematisch nicht mehr auf. Das ist genau das Gleiche, wenn du viel arbeitest, sagen Leute, ich habe keine Zeit, um Bibel zu lesen. Ich muss schon um 6 Uhr aufstehen, wie geht das noch? Das Erste, was man macht, wenn man zu viel Arbeit hat, man streicht das Bibellesen, stimmt's? Und man streicht auch das Gebet. Und bei den Finanzen ist das Erste, was man macht, man streicht den Zehnten. Wir sagen, Gott ist das Wichtigste in meinem Leben, aber wenn es drauf und dran kommt, ist das das Erste, was man streicht. Ich habe eine Statistik mitgebracht, um euch zu zeigen, was ist das Grundproblem vom Denken, das wir haben. Wie viel Einkommen brauchst du, um ideal leben zu können, war die Frage gewesen, eine Statistik, eine Umfrage, die man auf der ganzen Welt gemacht hat. Und das ist mega crazy. Die ganz wenig verdient haben, haben gesagt, wenn ich 20% mehr verdiene, dann bin ich happy, dann clappy, dann geht es auf. Mittleres Einkommen hat bedeutet 80.000 bis 100.000 $, haben gesagt 10 bis 20% und da bin ich happy. Die sehr viel verdienen, sagen, ich brauche noch viel mehr. Jetzt denkst du, warum ist das so? Ganz, ganz einfach. Du am Anfang fährst du ein kleines Auto mit wenig Sprit und dann verdienst du mehr und kaufst ein Luxusauto und das Luxusauto braucht mehr Benzin, die Pneus sind teurer, gehst in den Service und der Service kostet schon 10.000 Schweizer Franken. Du gehst in eine kleine Wohnung, dann wohnst aber plötzlich in einer Villa. Das heißt, reiche, wohlhabende Menschen haben die gleichen Geldprobleme wie ein Student. Und das sagt die Statistik mit dem Sinne aus. Wie kommt man eigentlich zu dem? Mit diesem Links, man muss eigentlich nochmals von vorne beginnen. Und ich habe mit 18 Jahren, habe ich mich entschieden, das funktioniert nicht, ich kann Gott nicht reinquetschen, ich muss Gott Raum geben. Ich zeige jetzt euch etwas, was ich seit 18 Jahren in meinem Leben mache und darum bin ich seit Jahren so begeistert. Das ist so mein Kreislauf, was ich verdiene, das wird geschlossen. Das Erste, was ich mache, das Erste, was weggeht von meinem Bankkonto, sind 10%, gebe ich weg in ICF Zürich. Ich mache jedes Jahr 1% mehr, darum ist es bei mir plus. Habe ich das gesagt, dann ist es gesagt. Ich spare 10% immer, weil du weißt nie, plötzlich hast du Hühnerhaut, die müssen weg. Dein Elektrobike, Batterie ist leer, es gibt immer etwas Unvorgesehenes und dann hast du 80%, um zu leben. So, man lebt eigentlich von 80%. Jetzt wurde mir die Frage gestellt, was ist, wenn du viel verdienst und plötzlich verdienst du weniger? Dann sagen Leute, ja, ich vermag meine Miete nicht mehr. Und das Erste, was die Christen dann machen, ist, sie streichen den Zehnten. Tamara Fontaine on stage. Du hast eine Situation erlebt, wo dein Mann, nicht du arbeitest im ICF Zürich, plötzlich hat dein Mann weniger verdient. Und ihr habt ja ein Haus und so weiter und so fort. Wie seid ihr mit dem umgegangen? Und jetzt wird die Story mega krass und spannend. Lass uns Tamara nochmals einen Applaus geben. Danke für den Mut.
Yes, wie Leo schon angetönt hat, ich kenne beides in meinem Leben. Ich kenne, dass ich in einer Season bin, wo ich viel habe. Ich kenne aber auch, wie es sich anfühlt und wie man lebt, wenn man wenig hat. Und wir haben uns als Paar entschieden, dass wir den 10. ins ICF geben. Und für uns ist das viel mehr als ein Betrag, weil wir gehen davon aus, dass, und ganz ehrlich, für mich persönlich ist das eigentlich so ein Mindestbetrag, weil ich glaube daran, dass das Reich Gottes so gut ist und dass du so viel bekommst von ihm, dass du ein Segen kannst für andere werden und auch bist, dass diese 10% einfach eine Startrampe sind für alles, was drüber kommt, für einen Lebensstil der Großzügigkeit, für eine Herzenshaltung, wo du für andere ein Segen sein kannst. Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir nicht an diesen 10% rumschrauben, sondern an diesen 80%. Das heißt, wir fordern uns gegenseitig heraus, dass wir Prioritäten setzen, weil wir möchten nicht über unsere Verhältnisse leben. Das gelingt meistens, aber wir haben uns das gesagt, hey, wir müssen an diesen 80% rumschrauben. Was heißt das? Wir haben zum Beispiel letztens unser Netflix-Abo gekündigt, weil wir einfach gemerkt haben, brauchen wir nicht. Oder wir haben ein Downgrade gemacht bei unserem Auto, weil wir dieses Auto nicht wirklich gebraucht haben und auch ein einfaches Auto geht. Oder wir hatten auch schon die Möglichkeit, ein Wochenende zu verbringen mit Freunden von uns. Und kurz vor dem Wochenende waren wir gemeinsam im Auto und der Tank war leer, unser Kontostand war auch leer. Wir haben uns einander angeschaut und wussten, wir müssen dieses Wochenende absagen. Weil wenn ihr jetzt Benzin tanken, zu diesen Freunden gehen, noch gemeinsam essen gehen, dann sind wir am Schluss bestimmt irgendwo bei minus 500 auf dem Konto. Oder bei mir sind es zum Beispiel die kleinen Summen, Steppacher Kaffee. Ich habe mir gesagt, wenn ich in Steppach bin, dann gibt es einen Kaffee pro Tag. Weil bei mir sind die kleinen Summen, das ist meine größte Challenge. Da ein Kaffee, da ein Kaffee. Ah, du bist auch noch gerade bei mir. Ja, komm, ich lade dich noch ein. Und das summiert sich so krass. Und ich merke, same, same. Wem geht's auch so? Kleine Summen, Augen auf, da müssen wir drauf schauen. Und dass du jetzt denkst, ja, stimmt das wirklich, was sie da erzählt? Ich habe dir die ungefilterte Wahrheit von mir und meinem Mann mitgebracht. Das sind Chatverläufe, ich habe die nicht angepasst. Kannst mal ein bisschen lesen. Also wir sprechen über Finanzen. Wir sprechen über unser Budget. Das heißt zum Beispiel, mein Mann schreibt mir schon vor 8 Uhr morgens eine Nachricht. Denk dran, kein Geld ausgeben. Oder er schreibt mir, soll ich mal deine Kreditkartenrechnung dir zeigen und sagen, was du alles für Geld ausgegeben hast letzten Monat? Nein, danke. Oder er schreibt mir, auch ich bin über Budget. Wir nehmen es einfach zu wenig ernst. Also du siehst, das ist Thema bei uns. Oh, du hast womöglich gerade My Love oder irgendwie so gelesen. Genau, das ist ungefiltert. Über das sprechen wir, weil wir merken, wenn wir ja über diese 80% miteinander sprechen, wir müssen einen Plan haben, weil über diese 10%, die in das Haus von Gott gehören, über die sprechen wir nicht. Und schau, das heißt nicht, dass wir nichts ausgeben, aber wir investieren bewusst, wir tätigen bewusste Entscheidungen, wo wir Geld ausgeben. Und ich kann dir heute Abend sagen, du denkst vielleicht, okay, die sind verheiratet, so weit bin ich doch gar nicht. Aber weißt du was? Egal, ob du wenig Geld hast oder viel, das Prinzip ist genau das Gleiche. Und ich kann heute Abend dir sagen, ich lebe nach diesem Prinzip und ich erlebe Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr, dass Gott ein guter Versorger ist, dass er im Überfluss gibt, dass er mich sieht, dass ich nicht das Gefühl habe, ich komme zu kurz. Unser Gott gibt immer Überfluss. Amen. Come on, vielen Dank. Also was ich liebe an dieser Geschichte ist Folgendes: Der Geist der Armut, würde ich sagen, das gehört mir, ich ändere gar nichts dran. Sie haben Auto reduziert. Vielleicht musst du deine Wege, in andere Wege gehen, wo preiswerter ist. Also man muss auch dann halt Dinge machen, flexibel sein. Das ist ein möglichkeitsdenkender Christ, sagt, okay, es hat sich geändert und ich passe mich an. Und warum hat Tamara nicht am 10. geschraubt? Und ganz einfach, und ich möchte das euch erklären, weil wenn du den 10. zahlst, öffnest du diesen Finanzkreis.
Du öffnest die nur hier für Gott. Und das heißt, in Malachi werden das dann auch hören, heißt es, ich werde die Schleusen vom Himmel aufmachen und Gott beginnt zu segnen. Ein Segen kann bedeuten, du wirst nicht krank. Ein Segen von Gott kann bedeuten, deine Eltern lassen sich nicht scheiden. Es kann bedeuten, plötzlich bekommen deine Eltern ein Haus. Der Segen von Gott hat so viele Facetten. Ein Segen von Gott bedeutet, dass du Freunde in deinem Leben hast, die sind für dich. Und ich habe eine Frage an dich. Freunde in der Bibel sind Menschen, wenn Gott dich segnet, die jubeln über deinen Erfolg. Also wenn jemand ein Auto, ein Velo, eine Freundin, dann bist du die erste Person, die sagt, wow, krass, ich freue mich für dich. Wir jubeln, wir feiern, wir stoßen an, wir sind positiv. Das ist der möglichkeitsdenkende Geist. Wir sagen nicht, oh meine Güte, ich hätte es auch gehabt. Du brauchst Freunde, die sind für dich unterwegs. Du öffnest den Himmel für das Übernatürliche. Und es war ja die Frage gewesen, darf ein Pastor wie ich eine Harley kaufen? Die Antwort ist unbedingt. Weil was ist Bescheidenheit? Gott kennt das Wort bescheiden nicht. Gott sagt nicht, er sagt wortwörtlich, es reut mich nicht, euch Talente und Fähigkeiten anzuvertrauen. Gott reut es nicht. Er ist ein beschenkender, großzügiger Gott. Wenn jemand etwas bekommt, dann seid der erste Fan, der sagt, come on, praise the Lord, I'm flipping happy for you. Das sind Leute begeistert. So, Tim wird uns erklären, wie kann man die 80%, wie geht man mit dem um da unten? Das nimmt mich jetzt extrem Wunder. Und lass uns Tim noch mal einen Applaus geben. Tim, come on. Ich möchte wieder zu den Worten von Jesus gehen. Jesus sagt in der berühmten Bergpredigt, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Der mich hört und der tut. Wir im ICF Sunday Night, wir sind nicht nur Hörer des Wortes Gottes, sondern wir tun auch das Wort Gottes. Amen? Amen. An einer anderen Stelle sagt Jesus, und darum ist es so wichtig, das sind seine Worte, wer im Kleinsten treu ist, ist auch im Großen treu. Und wer im Kleinsten nicht treu ist, ist auch im Großen nicht treu. Ich möchte die verbleibenden Minuten mit euch über das Thema der Verwalterschaft sprechen. Und hier ist der Mythos Nummer 1. Viele von uns sagen, ich werde mal gut mein Geld verwalten, wenn ich viel Geld habe. Aber bis dahin muss ich Verwalterschaft nicht so wirklich lernen. Bis dahin ist es egal, wie ich mit meinem Geld umgehe. Es ist egal, ob ich einen Überblick habe, wohin mein Geld wirklich geht. Hier ist der zweite Mythos. Ich werde Gott in meinen Finanzen an erste Stelle stellen, wenn ich dann mal genug habe. Das ist das Gegenteil von dem, was Jesus in der Bergpredigt lehrt. Er sagt nämlich Folgendes zu seinen Jüngern. Trachte zuerst nach dem Königreich Gottes, zuerst nach der Gerechtigkeit. Und alle Dinge, die du brauchst zum Leben, wird er dir geben. Schau, wenn du im Kleinen nicht treu bist, wirst es du im Großen nicht sein. Wenn du im Kleinen Gott nicht an erste Stelle setzt, dann wirst du es auch nicht tun, wenn du viel Geld hast. Gott möchte dich heute Abend erwachsen machen in deinem Umgang mit Geld. Er möchte dich zu einem guten Verwalter machen mit dem Geld, das er dir anvertraut hat. Ist nicht deines, ist seines. Gute Verwalterschaft beginnt nicht dann, wenn du viel Geld hast. Gute Verwalterschaft beginnt, wenn du wenig Geld hast. Gott schaut genau hin, was machst du mit deinem Geld, wenn du wenig hast? Hast du einen Überblick über dein Geld? Bist du trotzdem großzügig? Großzügigkeit hat nichts mit der Menge an Geld, die du hast, zu tun. Du kannst großzügig sein, wenn du wenig hast. Gott schaut hin. Setzt du Gott an erster Stelle in deinen wenigen Finanzen und vertraust ihm, dass es reichen wird? Gibst du ihm, was ihm gehört? Und wenn du mit wenig gut umgehst, sieht Gott, dass er dir mehr anvertrauen kann. Gute Verwalterschaft, liebe Freunde in der Bibel, ist das Anliegen der Weisheit. Ich gebe euch einen Vers aus Sprüche 21, Vers 20. Ein weiser Mensch kommt zu großem Reichtum, ein Dummkopf aber verschleudert sein Geld. Also heute Abend geht es um die Entscheidung, möchtest du weise sein oder dumm? Deine Entscheidung.
Ich möchte weise sein. Jesus möchte dich hier in diesen Wochen weise machen in deinem Umgang mit Geld. Jetzt, wie wirst du zu einem guten Verwalter? Wie wirst du ein guter Verwalter von diesen 80%? Zu einer guten Verwalterin. Wir haben mal versucht, diese Weisheit ganz praktisch, diese Weisheit in ganz praktische Prinzipien, praktische Tipps für deinen Umgang mit deinem Geld für heutige Zeit auszubuchstabieren. Hast du deine Notizen ready? Ich sehe, gewisse haben sie schon hier. Wenn du noch nicht hast, jetzt ist die Zeit, um dein Handy hervorzunehmen. Diese Tipps kannst du anwenden, egal ob du viel oder wenig hast. Sie sind hier mal aufgelistet, wir gehen jetzt 1 für 1 durch. Nummer 1, koche, anstatt auswärts essen zu gehen. Es ist unglaublich, mindblowing, wie viel Geld du sparen kannst, wenn du dir über Mittag kein Essen mehr kaufst, sondern es von zu Hause mitnimmst. Lass uns sagen, du isst 3-mal auswärts, ganz billig, für 12 Franken etwa pro Mittag, hast du etwa 36 Franken pro Woche, macht etwa 150 Franken im Monat. 1800 Franken im Jahr, das du ausgibst für Essen. Und das ist, weißt du, das ist sehr günstig berechnet. Nimm Essen von zu Hause mit. Guter Nebeneffekt, du lernst kochen. Deine zukünftige Frau wird dankbar sein. Wenn du noch bei den Eltern wohnst und sie kochen, kannst du sie ja darum bitten, ob sie vielleicht ein bisschen mehr kochen, dass du es mitnehmen kannst. Vielleicht machen sie das schon, dann ist das gut. Stoppe impulsives Kaufen. Es ist erstaunlich, wie viel Geld wir spontan ausgeben, nur weil wir zum Beispiel ein neues Paar Schuhe sehen, das wir unbedingt haben müssen. Okay, nur ich. Okay, da drüben einer, der auch noch ehrlich ist, Elias, super, danke schön. Obwohl wir bereits 10 Paar Schuhe haben, brauchen wir noch ein paar neue. Obwohl wir kein Outfit haben, das mit den Schuhen geht, brauchen wir ein paar neue. Es ist auch erstaunlich, dass, wenn du dich beherrschst und einen Artikel nicht kaufst, das Verlangen sehr schnell vergeht. Schon mal gemerkt? Hier ist eine gute Faustregel. Wenn du einen Artikel siehst, den du haben möchtest und der teurer als 20 Franken ist, warte einfach eine Weile. Läuft er nicht weg. Je teurer der Artikel, desto länger solltest du warten. Überlege es dir gut, gib deinem rationalen Verstand Zeit, um mit deinem irrationalen Fleisch Schritt zu halten. Bete darüber, denk daran, Gott ist nicht gegen materielle Dinge. Er ist nicht dagegen. Aber wenn wir gute Verwalter seines Geldes sein wollen, sollen wir dann nicht auch mit ihm darüber sprechen, wie wir es verwenden? Du wirst überrascht sein, wie gut es sich anfühlt, mal etwas nicht zu kaufen. Nummer 3, setz dir Limiten auf deine Kreditkarten und auf Twint. Liebe Freunde, die Regel ist ganz einfach. Gib nicht Geld aus, das du nicht hast. Ganz einfach, aber trotzdem machen wir es, weil wir keine Limiten haben. Durch Kreditkarten und Wallet, aber auch Twint hier in der Schweiz. Es ist so einfach, Geld auszugeben. Twint ist so einfach, Wallet ist so einfach. Du gehst so, ich habe Durst, bip, bip, hältst du sehen, weg das Geld. Ich habe da noch etwas gesehen, diese Brezel sieht gut aus, bip, bip, wieder weg. Es ist so einfach und diese einfachen Käufe machen es so viel schwieriger, nicht aus Impuls zu kaufen. So einfach Geld auszugeben. Aber schau, dass du auf deinem E-Banking Limiten einsetzt, die nicht unter Null gehen können. Weil wenn du Jesus nachfolgst, kannst du nicht länger Geld ausgeben, das du nicht hast. Nur ich, der das denkt? Okay. Du kannst nicht Geld ausgeben, weißt du, ich finde das manchmal lustig. Wie kann ich es wagen, in meine stille Zeit zu gehen und Jesus in die Augen zu blicken und zu sagen, Jesus, ich wünsche mir das und gleichzeitig gebe ich Geld aus, das ich gar nicht besitze? Gib das Geld aus, das du hast. Verkaufe die Dinge, die du nicht mehr brauchst. Geh durch dein Zimmer, deine Wohnung oder dein Haus für die 3 Nasen im Raum, die sich ein Haus leisten konnten. Und frage dich bei all diesem Stuff, bei jeder Sache, die du hast, brauche ich das wirklich? Verwende ich diese Dinge noch? Falls nicht, macht es meinen Space schöner? Und wenn du beide Fragen mit Nein beantwortet hast, dann verkaufe die Sache. Meine Frau hat das zum Beispiel mit Kleidern gemacht. Der englische Designer William Morris hat mal gesagt, habe nichts in deinem Haus oder deinem Zimmer oder deiner Wohnung, was nicht nützlich ist oder das ihr nicht als für schön haltet. Nützlich oder schön? Sonst verkaufen. Das ist gute Verwalterschaft. Kündige unnötige Abos. Wenn du ein iPhone hast, geh mal auf deine Apple-ID, auf Einstellungen oben drauf, geh auf Abonnements und dann siehst du mal, für was du jeden Monat Geld ausgibst, ohne es noch zu wissen, weil es vor Jahren mal abgeschlossen wurde. Kündige alle Abos, die du nicht mehr
brauchst. Geh nie bis an die Grenze, plane spatzig ein. Wenn du 2000 Franken für Ferien hast, dann buche Ferien nicht für 2000 Franken, sondern für vielleicht 1600 Franken. Weil es wird immer teurer, als du denkst. Immer. 20% spatzig. Miete eine günstigere Wohnung. Wenn du deine Fixkosten nur um 200 bis 300 Franken billiger machen kannst im Monat, macht das im Jahr einen Betrag von 2.000 bis 3.000 Franken aus. Günstigere Wohnung, mach günstiger Urlaub, werde kreativ, gehe wandern, nutze unsere wunderschönen Seen und Flüsse. Wunderbar. Werde kreativ. Meine Frau und ich, wir haben dieses Jahr kein Geld für diese Ferien im Ausland, aber wir haben Eltern, die ein Haus haben im wunderschönen Aargau, sind im Sommer 3 Wochen weg und wir werden das wunderbare Haus hüten für 3 Wochen. Es hat einen Garten, wir haben Platz, es ist bei der Aare, wir können schwimmen gehen und es kostet uns nichts. Werde kreativ. Mache günstigere Ferien. Sei vorsichtig mit Abzahlungsverträgen, all diese Dinge, buy now, pay later. Und ich weiß, ich stehe gewissen Leuten hier auf die Füßen, aber ja, ich spreche von Leasing. Du kannst anderer Meinung sein. Ich sage nur, sei vorsichtig. Was Leasing dir ermöglicht, ist Dinge zu brauchen, die du eigentlich nicht bezahlen kannst. In anderen Worten, es ermöglicht dir, über deine Möglichkeiten zu leben. Wollen wir das? Ich bin heute nicht davon überzeugt, dass es gesund ist, etwas zu besitzen, das du eigentlich nicht kaufen könntest. Du kannst anderer Meinung sein, ist okay. Prüfe, behalte das Gute. Und letzter Punkt, liebe Freunde, löse dich von Süchten und Sünden. Koffein, Nikotin, Online-Casino, Sportwetten, Onlyfans, Chatfunktionen auf Pornoseiten, Bordell, Shopping. Löse dich von Sünden und Süchten. Weißt du, wir sprechen so oft darüber, was Sünden und Süchten in unserer Beziehung mit Gott machen oder in unserer Beziehung mit Menschen. Und das stimmt. Aber wir sprechen sehr selten darüber, wie Sünden und Süchte dich finanziell arm behalten und komplett verarmen lassen. Du snoost jeden Tag, 8 Beutel, ist der Schnitt. Ist der Schnitt. 80 Franken im Monat. Du spielst nur jedes Wochenende, nur mit 40 Franken Online-Casino und Sportwetten, nur 40 Franken am Wochenende, das sind 160 Franken im Monat. Nein, du gewinnst nicht. Du hast noch ein Abo laufen auf OnlyFans und ja, ich sage es, weil Zürich gehört zu den Top-Städten von Menschen, die bezahlen für OnlyFans. Auf der ganzen Welt, ja? 30 Franken im Monat. Du bist geschockt, ja, ich verstehe es. 30 Franken im Monat. Diese 3 Dinge zusammengenommen sind 300 Franken im Monat, 3600 Franken im Jahr, nur weil du einer Sucht erliegen bist. Und das ist das ist nicht süchtig berechnet. Das ist für einen Durchschnittsuser berechnet. 3600 Franken im Jahr. Nur weil du in Sünde lebst oder von Süchten versklavt wirst. Und du sagst, du kannst den Zehnten nicht zahlen. Ja, logisch, wenn der Satan ihn raubt. Logo. Macht absolut Sinn. Sünde und Süchten ziehen dir immer das Geld aus der Tasche. Gute Verwalterschaft, liebe Freunde, bedeutet nicht 200 Franken im Monat Geld, das Gott dir gegeben hat, für Zigaretten oder Vape aus dem Fenster zu werfen, nur weil du Stress nicht handeln kannst. Gute Verwalterschaft bedeutet auch nicht, zu den neuesten Schuhen, dem neuesten iPhone, den schönsten Taschen zu blicken, um unseren Selbstwert zu steigern und unsere Identität zu sichern. Nein, unsere Identität kommt von Gott und ist gesichert bis in alle Ewigkeit. Und das gibt uns die Kraft, Nein zu sagen. Nein zu sagen. Ich brauche das nicht. Gute Verwalterschaft, liebe Freunde, bedeutet nicht auf Sportwetten und Online-Casino zu hoffen, um dein Geld zu vermehren. Wir als Christen hoffen nicht auf diese Dinge. Wir hoffen auf einen. Sein Name ist Jesus Christus. Und wenn wir auf ihn hoffen und ihn an erste Stelle setzen, dann wird er uns alles geben, was wir brauchen. Sünden und Süchte rauben dir finanzielle Freiheit, aber Gott führt
in die Freiheit. Er sagt es im Galater 5,13, wie Leo es schon gesagt hat. Gott hat euch zur Freiheit berufen, liebe Brüder und Schwestern. Sünde und Süchte, wie schlechte Verwalterschaft. Schlechte Verwalterschaft versklaven dich in finanziellen Schulden und Shortcomings. Und du musst verstehen, wenn du Christ bist und wenn du Christ wirst, und vielleicht bist du heute da und du bist noch nicht Christ oder du weißt nicht, wer der Jesus ist, aber wenn du Christ wirst, er wird dir auf die Füße treten, wenn es zu den Finanzen kommt. Er wird dich von Schulden befreien wollen. Und er wird es nicht so tun, indem er zaubert und dir die Schulden einfach erlässt, weil dann lernst du nichts. Sondern er wird dir lehren, wie du gut verwaltest, mit wenig gut zu verwalten. Er lehrt dich, weise zu werden, hinzusehen und die Freiheit dabei zu genießen, die sich dann in deinem Leben zeigt. Wer heute Abend möchte ein Leben mit finanzieller Freiheit in Jesus Christus Namen? Für das gehen wir. Wir lassen uns zusammen aufstehen, unten im Club, online zu Hause, hier im Balkon oder auch hier einfach in der Halle. Lasst uns aufstehen. Ihr dürft auch nach vorne kommen, ihr dürft aus euren Reihen gehen, weil wir gehen in einen Moment der Freiheit. Und wir gehen in einen Moment, wo Gott in dein Business kommt. Lass uns bei Jesus bleiben. Lass uns auf ihn uns ausrichten heute Abend. Und ich weiß, dass ganz viel geht durch eure Köpfe gerade. Ihr habt gemerkt, da bin ich nicht ein guter Verwalter, da habe ich das nicht. Aber lasst uns den Heiligen Geist einladen zusammen. Heiliger Geist, in welchen Bereichen war ich kein guter Verwalter? Zeig es mir auf. Zeig es mir auf. Du kannst das Gebet gerade selber machen, Heiliger Geist. In welchen Bereichen habe ich nicht gut dein Geld verwaltet? Es ist sein Geld. Und wir haben so getan, als wäre es nicht seins. Und wenn du merkst, der Herr berührt dein Herz, dann darfst du jetzt mit mir beten. Jesus, du darfst das laut tun. Jesus, es tut mir leid. Es tut mir so leid, Jesus. Es ist dein Geld. Lehre mich in deiner Weisheit. Und mache mich zu einem guten Verwalter. Amen. Amen. Also jetzt lass uns noch mal auf diese Liste schauen. Und wir laden jetzt den Heiligen Geist ein. Lass uns noch mal die Liste bitte auf der LED haben. Was ist dein Next Step? Du musst nicht 17 Dinge tun, eines reicht. Wir sind nicht nur Hörer des Wortes, sondern wir sind Täter des Wortes. Wenn du es nicht auf der LED siehst, schau auf dein Handy, du hast ein Foto gemacht. Ein Schritt, Heiliger Geist, was ist mein Next Step? Nächste Woche, was soll ich ausprobieren? Heiliger Geist, du darfst sprechen. Wir laden dich ein. Welches ist mein Next Step für diese Woche? Ein kleiner Schritt und ich weiß, du machst so viel draus. Liebe Freunde, ich träume von einer Generation, die nicht länger dem Materialismus folgt. Eine Generation, die sagt, Jesus an erster Stelle, egal ob viel oder wenig, ich vertraue auf ihn, er versorgt mich, er verwaltet mein Geld und ich schaue auf ihn und ich gehe meine kleinen Schritte. Und ich glaube, wir können da einen Unterschied machen, liebe Freunde. Und ich glaube, jetzt möchte Jesus uns in einen Bereich bringen, wo er uns in die Freiheit führt. Das heißt, wer im Sohn ist, der ist wahrhaftig frei. Von heute an bis in alle Ewigkeit. Und darum, Jesus, ich weiß, hier in diesem Raum sind viele Leute, die haben Sünden und Süchte und sie werden versklavt von denen und sie haben finanzielle Schwierigkeiten, genau wegen dem. Wenn du das bist, ich weiß, du weißt, wenn ich dich meine.
Und du musst keine Angst, du musst deine Hand nicht hochhalten, aber du weißt es in deinem Herzen. Und jetzt bitte ich dich, dass du deine Stimme erhebst zu deinem Herrn im Himmel und dass du sagst, Jesus, Jesus, ich brauche dich. Ich will in die Freiheit gehen mit dir. Ich will in die Freiheit gehen mit dir. Nicht mehr länger versklavt vom Geld, nicht mehr länger versklavt von Onlyfans, nicht mehr länger versklavt von Nikotin, nicht mehr länger versklavt von Alkohol, nicht mehr länger versklavt vom Glücksspiel, Jesus, sondern versklavt von dir alleine, Jesus. Du bist mein Herr, du bist mein König und ich gehe in die Freiheit. Es ist uns eine große Ehre, dass du diese Message geschaut hast und dich von Jesus berühren lässt. Denn dafür schlägt unser Herz, dass Menschen wirklich Jesus erleben und von ihm verändert werden können. Wir unterstützen dich auch gerne noch weiter. Bitte folge uns auf Social Media oder connecte uns. Du kannst übrigens auch zur Church gehören, wenn du einfach online dabei bist. Und natürlich würde es uns freuen, wenn du auch mal am ICF Sunday Night reinschauen würdest, live vor Ort. Das wäre natürlich auch sehr schön. Bis bald.